geht. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge News. Heute mal mit Mikrofon, weil ich gedacht habe, peppen wir das Ganze mal auf. Und wie schon angekündigt wurde, soll es heute darum gehen, um Politiker auf Tinder. Und ich gucke mal nach links. Passiert etwas? Normale? Tinder? Ja, auf Tinder. Einiges. Ja, einiges passiert auf Tinder. Ja, ich habe heute ein paar mehr Leute im Wohnzimmer als sonst. Genau, Politiker sind mittlerweile auf Tinder aktiv. Tinder, wir kennen das alle, das ist so ein bisschen Online-Fleischbeschauung. Man kann da den Partner fürs Leben finden oder vielleicht auch nur für eine Nacht. Mittlerweile aber hat über 50 Millionen Nutzer sind da aktiv, 1,6 Milliarden Profile wurden da angelegt. Viele sicherlich auch nicht so aktiv und viele entsprechen auch nicht der Wahrheit. Und eine Schweizer Politikerin, die hat sich gedacht, die heißt Aline Trede, die ist von den Grünen, die hat sich gedacht, nutzen wir das mal vor der Wahl für mich. Und sie hat sich da ein Profil angelegt, hat das sehr, sehr offen auch kommuniziert, dass sie eben nicht auf der Suche nach einer schnellen Nummer ist, sondern eher Leute möchte, die mit ihr über Politik reden. Und sie hat das Profil so angelegt, dass das sehr ersichtlich war, dass sie eben, wie gesagt, keine anderen Leute sucht für schnelle Dinge, sondern hat immer, wenn sie die Leute durchgewischt hat, man kann bei Tinder ja, wenn man, ich habe auch nur über die App gehört, ich habe sie selber nicht benutzt, weil ich sie nicht benutzen muss, zum Glück, von einem Freund. Man kann durch die App einfach so mit dem Finger rüberwischen, dann kommt da so ein Bild zum Beispiel von der Nina und dann kann ich dann sagen, ja, nee. Und wenn ich Ja mache und die Nina sieht mich und sagt auch Ja, dann kommen wir sozusagen ins Gespräch. Die Dame selber hat aber irgendwie so ein grünes Herz die ganze Zeit gedrückt. Das ist so ein bisschen wie das Like bei Facebook. Und wenn der andere das auch gemacht hat, dann konnten die beiden miteinander sprechen. Die hat das mit 30 Leuten gemacht, nach kurzer Zeit, aber nach einer Stunde wurde ihr Profil schon wieder gelöscht. Tinder hat sich dazu nicht geäußert. Es gab da natürlich riesen Medienberichte drüber. Die Schweizer Nachrichten haben darüber berichtet. Tinder hat sich bis heute auch nicht wirklich dazu gemeldet. Scheinbar haben sehr, sehr viele Menschen ihr Profil gemeldet. Daraufhin wurde es gesperrt. Aber letztendlich hatte sie dadurch Erfolg. Sie hat nicht nur groß Aufmerksamkeit bekommen, sondern auch tatsächlich sind einige Leute von Tinder dann zu ihrer Sprechstunde gekommen und haben mit ihr ein Bier getrunken in einer Kneipe, weil sie das irgendwie mal veranstaltet hat. Und letztendlich hat ihr das so weitergeholfen. Und vor ihr haben das auch schon andere in Amerika und England gemacht. Sie ist die erste, die es im deutschsprachigen Raum gemacht hat. Und ich persönlich finde das eigentlich ziemlich schlau, weil die Leute sind da und die ganze Zeit immer nur Brüste und nackte Ärsche sehen, ist vielleicht auch blöd. Dann will man doch sicherlich mal auch über Politik reden. Von daher bin ich gespannt, wann der nächste Kölner Politiker, ich meine, die Oberbürgermeisterwahl wurde ja wahrscheinlich auch wegen Tinder und dem Wahlkampf nochmal verschoben. Vielleicht findet man ja bald dann einen der beiden Kandidaten und dann kann man dann mit dem ordentlich über Politik oder andere Dinge reden. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare oder wo auch immer man sie hinschreiben darf.